Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung: ein Berner Polymechaniker kämpft an der Berufs-WM um Medaillen, ein Berner Quartierladen kämpft gegen Massentierhaltung, Berner Landwirte kämpfen mit der Hitze und der Trockenheit. Bevor wir jetzt zu unseren Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Hitzemaßnahmen im Zoo Bern. Zur Abkühlung bekommen die Bären im Berner Zoo Glasse und die Moschusochsen eine Sprühnebeldusche. Energy Air kommt definitiv auf Thun. Seit einem Monat ist spekuliert worden. Jetzt kommt endlich die offizielle Bestätigung. Der musikalische Grossanlass wird im September zum ersten Mal in der Stockhorn Arena stattfinden. Meiringen hat gewonnen. Meiringen hat am Donnerstagabend gegen Hasliberg gewonnen und wird wegen dessen zum Austragungsort für die SRF-Jass-Sendung «Donnerstag Jass» am 28. Juli. Im Sport gewinnt IB mit 1:0 gegen die lettische Mannschaft und ist somit in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League. Im Tennis ist der Dominik Stricker als letzter Schweizer im Gstaad gegen Albert Ramos Vignolas ausgeschieden. An der Leichtathletik-WM landet Munchinga Kambunchi im 200-Meter-Final auf Platz 8. Berufsleute aus der ganzen Welt hätten sich eigentlich in Shanghai zur Berufsweltmeisterschaft getroffen. Wegen der Pandemie kann die dort nicht durchgeführt werden und das Format findet dezentral statt. Als Teilnehmer mit dabei ist der Fabian Leuenberger aus Bern. Er ist Polymechaniker, Schweizer Meister und tritt jetzt an der Weltmeisterschaft an. Im Moment trainiert er in Meiringen in der Werkstatt vor der Zentralbahn für den Grosswettbewerb. Wir haben ihn besucht. Das ist eine Maschine von einem deutschen Maschinenhersteller DMG Mori. Und eine neueste Generation 3 Maschine mit einem modernen Touch-Display, wo man wirklich alles drauf machen kann. Vom Konstrukteur oder vom Ingenieur, die etwas zeichnen, ein Motor zum Beispiel oder ein neues Auto. Und jemand muss die Stücke, die das braucht, um das Produkt fertig zu machen, muss die Stücke herstellen. Und mein Part ist da drin, ist eben die Zeichnung und das Produkt auf dem Papier bekommen. Und dann muss spezielle Maschinen programmieren am Computer und dann das Stück auf dieser Maschine muss fertigen. Dort, wo ich arbeite, sind wir spezialisiert auf Komponenten für Grossmotorenbau. Zum Beispiel ein Kunde von uns ist ein grosser Frachtschiffhersteller, der Motoren für so Kreuzfahrtschiffe, Frachtschiffe herstellt, dort wir speziell Einspritzsysteme herstellen. Also eine Pumpe, die Hochdruck erzeugt, von Diesel zum Beispiel, oder reden wir von gut 1500 Bar, und dann über eine Düse in direkte Motoren einspritzt, für die Verbrennung, also die chemische Reaktion stattfindet. Ja, Polymech ist sehr genau, also zum Vergleich, ein menschliches Haar ist rund 1 Zehntel dick. Also wenn man ein Haar vom Menschen mal 5 Stück teilen, dann hat man etwa die Genauigkeit, die wir alltag arbeiten müssen. Also es gibt natürlich Sachen, zum Beispiel mein Grossvater im Keller, um viel mit Holz arbeiten, da bin ich eher exakt gewesen. Was aber so Zimmerordnung und so angeht, das muss ich sagen, eher weniger. Kommt wirklich darauf an. Immer mehr, immer schneller, immer günstiger und immer gewinnbringender sollen unsere Konsumgüter produziert werden. Das führt zwangsläufig zu Auswüchsen. Dass es so nachhaltiger geht, das zeigt zum Beispiel das Mattenlädeli, das sich zum Beispiel auch gegen die Massentierhaltung einsetzt. Der Patrick Schmid war vor Ort und hat mit der Vera Weber von der Fondation Franz Weber geredet und auch mit dem Aram Maleikian, einem Mattenlädeli-Gründer, der sich gegen die Massentierhaltung engagiert. 3/4 kenne ich und von diesem 3/4 noch ein Viertel mit Namen. Und die anderen kenne ich einfach, weil sie regelmässig sehe. Dass man die Leute trifft, die man sonst nicht sieht, das ist vielleicht nicht so bewusst, aber das sucht man ja letztendlich, wenn man irgendwo hergeht, an einen Anlass. Und das Mattenlädeli ist halt ein Anlass. Ich kaufe Brot, ich kaufe Milch, ich kaufe Sojamilch, ich kaufe auch diese vegane Produkte. Er hat ganz viele interessante vegane Produkte, sehr viel Gemüse, er geht immer nach Saison. Also jetzt im Sommer können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen mit dem feinen Gemüse. Primär, was man braucht im Alltag und was ich gerne habe. Ja, man weiss ja, oder? Du brauchst Schnur, du brauchst Waschmittel, du brauchst Brot, du brauchst Anken. Und die Schnur muss haben, das Waschmittel muss putzen und der Anken muss gut sein und das Brot muss gut sein und ich kann das beurteilen.
Praktisch alles ist Bio in diesem Laden. Es sind wirklich handverlesene Lebensmittel und es ist auch der Austausch mit den Leuten, die hier arbeiten. Es ist ganz freundlich, es ist offen, es ist ehrlich, es ist wirklich eine ganz angenehme Stimmung. Ich probiere es möglichst direkt einzukaufen. Bei den regelmäßigen Lieferanten kenne ich die Leute, die es ausliefern. Ich kenne die Leute am Telefon. Es gibt mit den Jahren eine Beziehung. Ich habe 2 Nostbemetzger und einen Direktlieferant. Ja. Und den kenne ich schon seit ganz lang und der macht die beste Salami, die man sich vorstellen kann. Ich freue mich, dass Sie dieses Fleisch kaufen und nicht ein anderes billiges Fleisch, weil hier ist ganz klar Fleisch aus tierfreundlicher Tierhaltung und das muss man fördern. Ich denke, das Fleisch im Denner würde teurer, aber das Fleisch bei mir würde auch nicht teurer oder nur unwesentlich, weil das ist ja schon aus Nicht-Massentierhaltung. Weniger ist mehr. Das ist eigentlich die Philosophie von diesem Laden. Und bei der Massentierhaltungsinitiative geht es genau auch um das, dass man unser Fleischkonsum reduziert, damit es den Tieren besser geht. Wie schwierig die Nahrungsmittelproduktion unter den aktuellen Wetterbedingungen insgesamt ist, das erfahren die Schweizer Bauern im Moment. Insbesondere Gemüsebauern im Seeland haben Mühe mit der Hitze und der Trockenheit. Die Gewitter der letzten Tage haben nur wenig Entspannung gebracht. Es bräuchte wieder länger anhaltend Regen, damit sich Kulturen erholen können. Wie die Bauern gegen die Hitze und die Trockenheit kämpfen, das erfahren ihr hier. Das Problem vom Unterversorgtsein mit Wasser hat eigentlich schon im Winter angefangen. Wir hatten sehr wenig Niederschläge im Winter. Von dem her sind die Reserven eigentlich schon gar nicht da gewesen, für den Sommer zu starten. Es hat einen sehr schönen Frühling gegeben. Wir sind gut gestartet in den Sommer rein. Und jetzt, jetzt kommt langsam so ein bisschen das Extremereignis, wo es halt wirklich sehr hohe Temperaturen hat und wir nicht mehr gut wässern können. Wir sind eigentlich in einer guten Lage hier im Dreiseenland. Ihr könnt Wasser beziehen von allen 3 Seen. In der Theorie stimmt es. Wir haben sehr viel Wasser rundum. Das Problem ist mehr, wie bringe ich es vom See oder vom Grundwasser auf die Pflanzen. Und das braucht technisch sehr viel Einrichtung, wo eigentlich die meisten oder sehr viele Betriebe nicht genügend haben, wenn es so extrem ist. Dadurch, dass wir sehr viele verschiedene Produkte produzieren, gibt es auch nicht das richtige Wetter, sondern für Teilprodukte ist es sehr gut, so wie es jetzt ist. Für Teilprodukte ist es sehr schlecht. Ich habe einen einfachen Grundsatz, ich nehme einfach, was es gibt und probiere das Beste daraus zu machen. Das Langfristige ist eher ein bisschen das, was mir Sorgen macht, und zwar einfach dass immer weniger Wasser fällt. Es gibt zwar punktuell wieder starke Gewitter, die man jetzt auch hatte, in gewissen Regionen in der Schweiz, aber über eine lange Zeit fällt immer weniger Niederschlag. Und das wird nicht zum kurzfristigen Problem, aber längerfristig wird das sicher uns noch lange beschäftigen. Also ich denke, dass die Thematik Wasser heute noch komplett unterschätzt ist, weil wir das Gefühl haben, wir haben genug. Aber wie lange das noch ist, da wird es sicher schwierig. Wie lange die Sommerhitze und die Trockenheit noch anhalten, das seht ihr gerade anschliessend in der Prognose. Ich wünsche euch so oder so einen entspannten, schönen Sommerabend und noch eine gute Zeit. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung, Wetter für den Kanton Bern. Heute da sind wir im Vorfeld von einem Höhentrog gelegen. Die Luft die ist noch mal heiß geworden und auch noch lange Zeit trocken gewesen. Auf dem Strömungsfilm sehen wir den Höhentrog bei den britischen Inseln. Wir haben in dieser Südwestströmung in der Nacht auf morgen. Da kommt jetzt eine schwache Kaltfront, daher Temperaturen die gehen also ein bisschen retour. Das heisst aber auch in der Nacht auf morgen steigt das Gewitterrisiko an und dann morgen Vormittag noch viele Wolken. Es sind auch noch ein paar Regengüsse vorbei, aber dann gibt es vom Seeland her doch rasche Wetterbesserung. Es gibt ja auch schon sonnige Abschnitte. Die Temperaturen morgen früh die liegen bei etwa 17 bis 19 Grad.
Am Nachmittag gibt es in der Stadt Bern oder auch im Seeland eine deutliche Wetterbesserung. Es wird freundlich, gibt einen Mix aus Sonne und Wolken, ist auch trocken. Im Oberland haben wir weiterhin ein bisschen mehr Gewölk. Da gibt es noch weitere Regengüsse, zum Teil auch mal mit Blitz und Donner. Die Temperatur ein bisschen tiefer. Die höchste in Bern bei etwa 28 Grad. In Interlaken und Thun haben wir 27 bis 28 Grad und Zahnen da messen wir maximal 25 Grad. Der Sonntag macht nach seinem Namen alljährlich. Es ist sonnig von früh bis spät, nur über den Bergen haben wir ein paar kleine harmlose Quellwolken und es wird heiß. Es gibt in Interlaken bis zu 32 Grad. Und der Montag startet noch sonnig. Tagsüber wachsen aber größere Quellwolken in die Höhe. Weiter Erfolg steigt dann auch das Gewitterrisiko ab. Die Temperaturen sehr hoch, 34 Grad. Dann haben wir am Dienstag einen Mix aus Sonne und Wolken, vor allem entlang der Berge, einzelne Regengüsse oder Gewitter. Die Temperaturen gehen retour. Es gibt noch maximal 28 Grad. Und aus heutiger Sicht ist es dann am Mittwoch und Donnerstag insgesamt recht sonnig und sehr warm, aber nicht mehr heiß. Die Höchstwerte bei etwa 27 bis 29 Grad. Das war es vom Wetter. Ganz ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen miteinander.